Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. B wie Barbakane, die Torburg vor dem Tor. Burgenlexikon. B wie Barbakane. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Burgenlexikons. Heute mit dem Buchstaben B. Und nein, diesmal geht's nicht um Basteien oder Bollwerke, sondern um ein Wort, das fast schon nach einem Zauberspruch klingt. Die Barbakane. Ein Begriff, bei dem viele erst einmal stutzen. Was soll das denn sein? In diesem Video klären wir genau das. Was ist eine Barbakane? Woher kommt dieser ungewöhnliche Name? Wozu diente sie? Und wo kann man sie heute noch sehen? Und natürlich werfen wir einen Blick auf einige Burgen, an denen diese spannenden Vortoranlagen noch erhalten oder archäologisch nachgewiesen sind. Was ist eigentlich eine Barbakane? Die Barbakane ist die vorgelagerte Torburg einer mittelalterlichen Befestigungsanlage. Sie steht außerhalb der Hauptmauer, meist direkt vor dem eigentlichen Burgtor und diente als erste Verteidigungslinie gegen Angreifer. Man kann sie sich als kleines eigenständiges Torwerk vorstellen, mit Brücke, Fallgatter und Wehrgängen, das den Zugang zur Burg streng kontrollierte. Wer also zur Burg kam, erreichte nicht sofort das Haupttor, sondern musste zunächst durch die Barbakane. Dort wurde er in einem eigenen, überwachten Gang regelrecht eingeschlossen. Erst wenn man diese Passage passiert hatte, gelangte man zum eigentlichen Burgtor und stand auch dort noch unter den Augen der Verteidiger. Ein raffinierter Aufbau, der Zeit verschaffte und den Angreifern Nerven raubte. Herkunft und frühe Entwicklung. Der Begriff Barbakane stammt vermutlich aus dem Arabischen. Bab al-Kana, was so viel bedeutet wie Tor der Festung. Für das italienische Barbakane und das französische Barbacan fand das Wort schließlich einen Weg in die mitteleuropäische Architektur. Erste Barbakanen sind bereits im 12. Jahrhundert nachweisbar, also in einer Zeit, als Burgen massiv ausgebaut und neue Verteidigungssysteme erprobt wurden. Man vermutet, dass die Idee aus dem Orient stammt und durch die Kreuzzüge nach Europa gelangte. Kreuzfahrer und Baumeister hatten in Syrien und im Heiligen Land zahlreiche fortschrittliche Festungsanlagen gesehen und viele dieser architektonischen Ideen, darunter auch die vorgelagerten Torbauten, flossen in den Burgenbau des Abendlandes ein. Im 13. bis 16. Jahrhundert war die Barbakane weit verbreitet, sowohl an Burgen als auch an Stadtmauern. Mit dem Aufkommen von Feuerwaffen und Kanonen passte man sich baulich an. Die Türme wurden dicker, die Mauern runder und die Öffnungen kleiner. Ideal, um Geschütze abzuwehren und dennoch selbst zu feuern. Man könnte sagen, die Barbakane war die Kontrollschleuse des Mittelalters. Ein Ort, an dem sich entschied, ob man willkommen war oder lieber draußen blieb. Hier sehen wir die großartige Barbakane von Krakau, in einer historischen Illustration, wo Barbakanen noch zu sehen sind. Auch wenn viele Barbakanen später verfielen oder in den Festungsanlagen der Neuzeit aufgingen, sind einige bis heute erhalten. Ein besonders beeindruckendes Beispiel ist die Barbakane von Schloss Pöckstall in Niederösterreich. Hier steht ein runder, massiver Vorbau mit konischem Dach noch vollständig erhalten, direkt vor dem Haupttor. Diese Anlage stammt aus der Zeit um 1530 und zeigt sehr anschaulich, wie sich spätmittelalterliche Wehrarchitektur mit Repräsentation verband. Hier sehen wir die Gesamtanlage von Schloss Pöckstall und im Vordergrund natürlich massiv und mächtig die Barbakane. Schloss Pöckstall, ein eindrucksvoller Bau im Herzen der gleichnamigen Marktgemeinde, blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Sein Ursprung reicht ins 13. Jahrhundert, als es noch eine wehrhafte Burg war. Ende des 15. Jahrhunderts ließ Caspar von Rogendorf das Schloss großzügig ausbauen und gab ihm sein heutiges spätgotisches Gepräge. Über Jahrhunderte war Pöckstall im Besitz der mächtigen Herren von Meißau, später Teil des sogenannten Habsburger Landes, zu dem auch die Schlösser Persenbeug, Achtstetten, Leiben und Luberegg gehörten. Zwischen 1795 und 1990
1919 diente es einem Familienfonds der Habsburger, der zur Versorgung der Nachkommen von Maria Theresia und Joseph II. Eingerichtet worden war. Nach dem Ende der Monarchie wurde der Fonds enteignet und das Schloss ging an die Republik Österreich über. Seit 1986 befindet sich Schloss Pöckstall im Besitz der Gemeinde, die es zu einem lebendigen Kultur- und Museumszentrum gemacht hat. Ein Ort, an dem Geschichte, Architektur und Leben vergangener Zeiten bis heute spürbar sind. Hier sehen wir den Gesamtgrundriss von Schloss Pöckstall. Markiert die große Barbakane mit 2 Zugängen. Und hier markiert die Wege in die Barbakane und dann schließlich natürlich durch das Haupttor in den Burghof oder Schlosshof. Hier noch einmal die beiden Geschosse der Barbakane im Detail. Links das Erdgeschoss mit Zugängen und rechts das Obergeschoss, wo auch Mannschaftsunterkünfte vorhanden waren. Burg Sternberg, die älteste Burg am Mittelrhein. Hoch über dem Rhein bei Kamp-Bornhofen erhebt sich die Burg Sternberg, die gemeinsam mit der benachbarten Burg Liebenstein als die sagenumwobenen feindlichen Brüder bekannt ist. Sie gilt nach dem Verlust der alten Burg Ehrenbreitstein als älteste erhaltene Burganlage des Mittelrheintals und gehört seit 2002 zum UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrhein. Hier die Gesamtansicht der Burganlage mit der sogenannten Streitmauer im Vordergrund. Geschichte und Bauentwicklung. Die Ursprünge reichen vermutlich bis ins 11. Jahrhundert zurück. Eine erste urkundliche Erwähnung erfolgte 1190, als die Burg im Lehensbuch des Reichsministerialen Werner von Bolanden als Reichslehen aufgeführt ist, einschließlich des Zolls in Bornhofen. Die Bolandener erbauten die frühe Anlage mit einem Bergfried und einer einfachen Ringmauer. Später fiel die Burg teilweise an die Grafen von Katzenelnbogen und ab 1310 an Erzbischof Balduin von Luxemburg, den Kurfürsten von Trier. In dieser Zeit wurde die Burg erheblich ausgebaut und befestigt. Bis ins 14. Jahrhundert entwickelte sich Sternberg zur wichtigsten kurtrierischen Burg rechts des Rheins, mit massiver Schildmauer, Halsgraben und mehreren Bauphasen. Ab dem späten 14. Jahrhundert verlor sie ihre strategische Bedeutung an die neue Burg Maus über Wellmich. Bereits 1456 galt Sternberg als baufällig und war 1568 unbewohnt. Ende des Kurstaats fiel sie an das Herzogtum Nassau und später an Preußen. Seit 1946 ist sie im Besitz des Landes Rheinland-Pfalz. Zwischen 1970 und 1977 erfolgten umfangreiche Sicherungs- und Wiederherstellungsarbeiten, bei denen der Bergfried und das Frauenhaus rekonstruiert wurden. Die Streitmauer, eine Barbakane mit falschem Ruf. Das wohl auffälligste architektonische Element der Burg ist die sogenannte Streitmauer, die rund 30 Meter vor der Kernburg steht. Im Volksmund galt sie als Trennwand zwischen den verfeindeten Brüdern Sternberg und Liebenstein, daher der Name. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Barbakane, also ein vorgelagertes Verteidigungswerk mit Toranlage, das ursprünglich den Zugang zur Hauptburg schützen sollte. Im Grundriss ist deutlich zu erkennen, dass dieser Bereich eigenständig abgegrenzt war, mit eigenem Tor, Wehrgängen, Schießscharten und vermutlich aufgesetzten Fachwerkbauten. Diese Konstruktion diente nicht der Abgrenzung zu Burg Liebenstein, sondern war ein Teil des mehrstufigen Verteidigungssystems der Anlage. Die leicht versetzte Stellung der Mauer zum Bergsporn verstärkt den Verteidigungseffekt zusätzlich. Hier sehen wir den Gesamtgrundriss der Burg Sternberg. Rechts markiert die einstige Vorburg. Folgt von der Streitmauer, also der Barbakane. Und schließlich der Hauptburg, auch nochmal mit einem verstärkten Tor. Hier das Luftbild der Burg Sternberg und hier markiert die Barbakane. Die Gesamtansicht der sogenannten Streitmauer, durch die der Burgweg hindurchführt und danach erst zum Haupttor der Hauptburg gelangt. Auch in der Schweiz gibt es Burgen mit Barbakanen. Ein Beispiel ist die Farnsburg in Baselbiet. Hoch über dem Farnsberg bei Ormalingen und Buß im Kanton Basel-Landschaft thront die Farnsburg, eine eindrucksvolle Spornburg mit einer ausgeprägten Barbakane und doppelter Torbefestigung.
Sie wurde um 1330 von den Grafen von Thierstein errichtet und gehörte zu den bedeutendsten Wehranlagen der Nordwestschweiz. Hier sehen wir die Gesamtansicht der Ruine Farnsburg. Geschichte. Die heutige Farnsburg entstand vermutlich auf den Resten eines älteren Vorgängerbaus aus dem 13. Jahrhundert. Nach ihrer Errichtung durch die Thiersteiner wurde sie Sitz der Linie Thierstein-Farnsburg, die von hier das Landgrafenamt im Siskau ausübte. Nach dem Aussterben der Familie übernahmen 1418 die Freiherren von Falkenstein Burg und Herrschaft. Sie gerieten in habsburgische Dienste und verteidigten die Farnsburg im Alten Zürichkrieg 1414 gegen ein eidgenössisches Heer, das die Anlage belagerte, jedoch erfolglos blieb. 1461 erwarb die Stadt Basel die Burg und wandelte sie in einen Verwaltungssitz, Landvogteischloss, um. Die militärische Funktion trat zurück, wirtschaftliche und repräsentative Bereiche gewannen an Bedeutung. Während des Bauernkrieges 1653 und erneut 1798 wurde die Burg gestürmt und schließlich niedergebrannt. Danach diente sie als Steinbruch und verfiel zur Ruine. Ab 1930 begann man mit Sicherungsarbeiten, später folgten mehrere Sanierungen. Zuletzt 2013, als die Anlage wegen Einsturzgefahr gesperrt und für 300.000 Franken instand gesetzt wurde. Baugeschichte und Babakane. Die Farnsburg bestand aus einer Unterburg, Vorburg und einer Oberburg, Kernburg, getrennt durch Zwinger und Tore. Ihr Zugang war mehrfach gesichert. Eine äußere Torbefestigung mit Graben, Torbau und Rundturm bildete die Babakane, also den vorgelagerten Verteidigungsbereich. Dahinter folgte eine Brücke und das innere Tor, das den Weg zur Unterburg öffnete. Die Oberburg war durch eine mächtige Schildmauer mit kleinen Wachtürmen, Pfefferbüchsen, geschützt und enthielt Wohnräume, Amtsstube, eine Kapelle und sogar eine Badestube. Ein seltener Luxus im Mittelalter. 2 Zisternen sicherten die Wasserversorgung, sodass die Burg auch während Belagerungen bewohnbar blieb. Hier eine historische Illustration der Burg. Markiert die Babakane mit kräftigem Geschützturm. Hier noch markiert die sogenannten Pfefferbüchsen an der Schildmauer, auch Scharwachtürmchen genannt. Hier der Grundriss der Farnsburg. Und wieder markiert die Babakane. Hier die Babakane im heutigen Zustand. Natürlich haben sich weit mehr Babakanen erhalten, als wie diese 3 vorgestellten. Links, hier sehen wir das Schloss Friedland in Böhmen und rechts die Burg Rasnov in Rumänien. Diese Beispiele zeigen, die Babakane war kein exotisches Einzelfenomen, sondern ein Standardbauelement mittelalterlicher Befestigungen, angepasst an die Topographie und an den Stand der Waffentechnik ihrer Zeit. Schlusswort. Die Babakane, das Tor zum Tor. Damit kennen wir sie nun, die Babakane, das Tor vor dem Tor, Wächterin der Zugänge, Bollwerk der Burg. Ein Bauteil, das heute oft übersehen wird, obwohl es einst die wichtigste Schwelle zwischen Sicherheit und Gefahr markiert. Man könnte sagen, die Babakane war der Türsteher des Mittelalters. Höflich, wenn man die richtigen Absichten hatte, aber gnadenlos, wenn man ungebeten kam. Wer damals klopfte, brauchte starke Nerven und hoffentlich ein gutes Schild. Also, wenn ihr das nächste Mal eine Burgruine besucht und vor einem seltsam vorgelagerten Torhaus steht, dann wisst ihr jetzt, das war die Babakane. Ein kleines Meisterwerk mittelalterlicher Wehrkunst und ein Beweis dafür, dass man schon im 13. Jahrhundert ganz genau wusste, wie man ungeladene Gäste auf Abstand hält. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.